willkommen zurück beim nächsten Part von Mario Kart 64. Wir haben am letzten Part der Blumenkopf gemacht, und wir gehen noch weiter und machen mit dem Yoshi weiter mit dem Sternenkopf. Am Sternenkopf haben wir Warenstadion, Starbetland, Royal Raceway aka königliche Rennstrecke und dem Bowser Schloss als Kurs. Alle Götten haben ein bisschen ein Thema. Warum? Weil halt immer so sich engreich sauer, sondern immer du willst da alles mischt. Und du willst da heute hier noch seine Sache wie ihr wollt. Und schon eine kleine Headstadt gemacht, wo da ich weiß, dass ich halt einen Viersprung kriege. Yep. Ja, ich kann mich noch gut erinnern, der Strecke. Die ist auch manchmal bei einen von den neuen Spielern vier kommen. Kann mich aber nicht mehr gerade erinnern, auf wer. Ist denn relativ schlecht, mal selbst zu verharren. Ich weiß aber, dass da ein Kehr rumkommen war. Dass ein Kehr aus die Strecke rumkommen. Kann sein, dass das für Wii war. Weil ich schon Wii nie selber gespielt habe, da kann ich nicht so, ob es von da aus ist oder nicht. Es ist immer noch relativ schlecht, ich schon nur einen Kurs Pause müssen machen, weil mein ist halt nach einem Programm heute schon keine Lust mehr. Und ich halt ein bisschen nächstes pausieren. Zum Glück ist das geschieht, dass ihr ist so weit vor. Normalerweise geschieht das immer während der Aufnahme. Naja. Wo ich die heute Strecke gefahren bin, für die ich gehe, war es so, oh, das ist mega cool. Und dann kam AGDQ. Und hat man gewusst, dass ich hier einfach links rüber kann. Aber ist nur noch zu blöd dafür. Boah. Es sind zwar vielleicht. Oh damn. Okay, Zeit mal nicht ranzuhören. Ah, ne, ist meine Ausstellung zu hören, die ich gewinnt sind. Das andere Fun Fact ist, wenn sie für Hanata sind, dann aus ihren Dingens, wie sie brauchen, viel mehr löst, wie wenn sie normal sind. Wenn du so langsam an ihrer Vision bist, sind sie viel mehr lang gestunt, wie wenn sie nicht gibt zu treffen. Naja, wo ich die heute in dem uns gefühlt sind, hatte ich mir das vom Freya auch mit meinem Kopf gewischt. Ich ein bisschen mit meinem Bruder das heute gespielt habe. Und hier hat immer der Wario gepickt gehabt, weil zu dieser Zeit hier halt ich noch nicht mal wusste, was möchte Wario heute, weil ich noch nicht allgemein die Geschichte kenne von Wario. Die erste, wo ich Wario gespielt habe, war für den alten Game Boy, für dann dem Moment da können zu spielen. Und das war Mario Land 4 war das manchmal schon damals geheischt. Und jo, weil Mario Land 4 geheischt hat, wusste ich nicht, dass ihm sein Wario geheischt. Also, na jo. Und jo, ich schon mal rausgefunden gehabt, irgendwann, wie spät, wo ich dann noch endlich mal Wario Land 4 durchgespielt hat, dass der Wario am Anfang immer gelbsüchtig war. Und mit mir ist immer durch irgendwelche Struppigkeiten mit der Sensor und nichts verloren. Wir konnten aber so immer da, konnte ich mal raus von den 4 Waren, weshalb, warum, weil in Heinz einfach nicht wusste, was das von Wario los war. Ich konnte Wario halt schon lange kannt. Schon als Mario Party, dem ersten, hat vor dem Mats dem Mario 64 und dem Paper Mario die ersten Spieler, die ich jemals so gepackt habe. Und jo, füge das immer noch
oldschool ist. Weil den denken sich aber trotzdem, was möchte ihn eigentlich mit den ganzen Suchen? Weil er hört sich an, wenn ich die Vario-Reihe ein bisschen im Kopf holen, wenn ich nicht tun, ich präpariere mir selbst nicht, probiere mir das erst mit dem Gedächtnis zu fahren. Aber ja, ich habe nicht so eine Art und Weise und ich fand halt mehr richtig, wenn es halt erst im Kopf weißt, wie wenn es irgendwo null ist. Da kannst du wenigstens wissen, dass du auch Ahnung vom Spiel hast. Und ja. Eine von den wahren Spielern, wo an Pyramid misst, da war es halt gewesen, dass ein an die Pyramid gegangen ist, für Schätze zu gehen, was der Ware quasi immer gemacht wird. Immer irgendwo hingegangen, für Schätze zu kriegen. Und da hast du dann von just in der Süd gegangen, obwohl du auch nebenbei nach einer Prinzessin gerettet wird. Und ja, was hat er mit der Süd gemacht? Mit den Süden, die gewonnen hat, wurden dann einfach aus dem einfach Steak essen gegangen. Aber ja, gehen wir mal nicht zurück bei Mario Kart. Lassen wir hier aus Sherbetland kommen, wo Sherbetland natürlich Sherbetland war von dem Super Mario 64 inspiriert gewesen. Von Snow Mountain, wann ich richtig in Erinnerung habe, wie die heißen. Ich bin halt immer noch grauenhaft am Verhalten. Ich werde, wenn ich falsch ist, kann ich mich hier an den Kommentaren hoppla, korrigieren. Nee. Oh, Pause, das ist wirklich nicht sportsmanlike. Naja. Das ist dann noch, zumindest Sherbetland. Und ich habe noch schon geguckt gehabt, ob es möglich ist, ob an der Mitte vom Terrain gilt nämlich so ein Pinguin. Und der Pinguin ist erreichbar. Mit sagst du hast keine Hitbox da. Aber weil du keine Hitbox da hast, gibt es an dem Moment auch keine Möglichkeit. Und heute war auch etwas, was ihn einmal gewissen hat, dass der Hai einfach auf den hoppla. Da sind wohl wahrscheinlich zu viel gegangen. Ich weiß aber, dass der Hai rup kannst. Ja, ich muss just akkurat bleiben. Up. Ja, und einfach immer nur gucken, Robot zu bleiben. Nee. So gut, dass ich einfach resetten kann und nicht verkacken. So, wenn's ich probiere einfach mal zu weisen. Weil ich hatte einen Sieger und das probiert gehabt. Ich meine mich nicht. Nee, no. Ich wollte weisen, dass es nicht von geht. Wenn es da, ich probiere nicht zu weisen, wenn es klappt, da klappt es. Wenn es nicht klappt, klappt es halt nicht. Das ist auf jeden Fall ein Arbeit für rumzukommen. Yep, und ich bin drüber gekommen. Mal gucken, wo er mich hinsetzt. Ziemlich weit zurück. Ja. Und auch ein ganz komisches Spot. Boah. Da fahren wir mal ganz normal fertig und dann weiß nicht mal, dass es eigentlich auch geht. Das wolle wirklich ist blöd. Und die Pinguine sollen auch am besten nicht rennen, weil die Pinguine halt, sie sollen wie von ihnen an der Pause rennen oder nicht in anderen, die mich schwer ist. Naja. Hier in diesem Spiel gibt es auch bald alle Items, die den erst in alle Generationen kennt. Just so eine paar Stück rausgeholt wie 4 Dollar Super Mario Kart. Ich meine, das war zu weit alles. Kann mich doch ehren, dass ich da noch hab's vergessen, aber mehr, ja.
nachdem sie so ein Fail-Compilation gemacht haben, können wir auch mit Kurs weiterfahren. Irgendwie probieren wir mal etwas zu weisen an alte Kurs. Sie haben schon gewisse gehabt bei der Anreiswelt. Und das war ein perfekter Start, not. Die Idee, die ich hatte, war gut, die Umsetzung war nicht gut. Aber ja. Und wie fängt man das an? Mit einem Blitz. Wundert das ihn, dass ich einen Blitz kriege? Nee. Weil, wenn ich die kriege an an Mario Kart Deluxe, einfach. Ja, Mario Kart Deluxe an einem 1v1 Blue Shells zu kriegen, da kriege ich halt auch relativ frei auch meine Items wie Blitz. What? Das sind echt noch nicht keine Blitz. Das war einfach nur, weil ich den kurzen Moment halt auf dritter Platz war. Habe ich gut einfach mal einen Blitz an den Grab gedrückt. Ich hätte witzig Kinder sind dann einfach nicht machen können. Einfach mal da rumfahren. Ja, ich wollte mal Spaß können. Und da schießt man halt auch die geringe Panzer in der Hand. Das kann ich halt schon lang machen. Nee, ich vergesse nicht mehr, dass ich mal bestimmte Sachen machen kann, andere Leute Sachen nicht. Aber mein Kehren höre ich immer noch so grauenhaft. Na, dafür korrigieren ich das gerne immer selber. Auf jeden Fall, den mich kennt, fehlt es ihm dafür gebraucht zu gehen. Und wo der 2 geht, kann ich auch noch einen dritten kriegen. Hopp. Panzer, ne. Wo sie können immer zu brauchen, bis sie reagieren. Nix da, du gehst nicht echte Mario. Ich gehe schon. Gott. Bon. Gehen wir mal nicht zurück bei der Varios-Geschichte. Ich hatte jemals immer Mario Land 4 gespielt gehabt. Und da gibt halt den Dingens, dass der Wario auf einer Insel gestrandet ist mit einem Schiff. Und du hast dünn weiter Gesicht gehabt, nach einer Möglichkeit nicht heben zu kommen. Und hört währenddessen wollten halt Reichsmusischen werden, immer möcht. Und ja. Ja. Während ein Dreistimmer da Gesicht hört, was ob wie heißt die Captain Maple oder so, sind nur ganz schlecht nach dem von allem anders an den alle Spieler guf nie Kontext, guf nie irgendeinen Text der gesucht guf, du guf einfach nehmen hi höchst Kontext irgendeinen bringen wir dann einen Text dabei. Nee, ja. Königliche Rennpiste kann man auch gut in Super Mario Deluxe, Mario Kart Deluxe. Und auch als mir ältere Spieler, ich meine dann Wii wird auch noch dran, kann man steuern. Sind da immer noch schlecht am Verhalten, weil wie gesagt nie Wii gespielt. Und geschieht immer das nicht. Weil der Kurs geht immer Licht geändert, ja. Mehr. Während der Wache tun halt auf der Insel nur seine Schätzgesicht hatten die Piratin davon gehabt, die ein Genie-Lamp hat.
Und die Genie Lamp war auch natürlich nicht freundlich oder so. Aber immerhin hat sie gesagt gehabt, so, ey, yo, wenn es mal münzig ist, gibt es da eine Möglichkeit, dann, da ein Haus oder so zu kriegen. Und je nachdem, wie viel so du zusammengespürt hast, hast du bestimmt ein Ending-Code. Beispielsweise, wenn du gar keine Münze gesammelt oder Schätze gesammelt hast, dann kriegst du halt gar nicht. Dann hast du wirklich gar nicht gekriegt. Als du ein bisschen Krut hast, bist du ein Hanshaus Krut. Bisschen, nee, so ein bisschen mehr so Krut. Ich weiß nicht die genaue Monte. Also, freut mich das nicht. Hast du noch ein bisschen mehr wie das für ein Hanshaus wird ein normales Haus geben. Nur dem normalen Haus wird da ein Schloss geben. Und am Schloss wird kein der ganze Planet gehen. Amar, du bleibst stehen auf 100, ne? Peach, du bleibst auch 100, ne? Und viel froh, dass in Menge, für was sprangen, als nämlich wenn ich nicht sprangen, dann bouncen ich nicht ab. Das bedeutet nach Bannerland Kontrolle, über meine Karte, werde ich sowieso schon nicht tun. Und keine Ahnung, wie ich den Trick eigentlich schon mache, das ist ein Trick. Ich habe keine Ahnung, wie ich das dämlich kenne oder so. Die Käfer fand ich einfach nur nervig und die machen ich nie. Ob sie Zeit spürt, froh mich, ob es mir einfach ist. Und ja. So viel Modus. Wir holen mal schon mal also Win garantiert, also können wir auf jeden Fall weiter nach einer Strecke schwätzen. Bei Peach, nee, also beim Royal Raceway geht halt auch noch die Platz, wo ich hätte kennt ignoriert zu führen. Und schon eigentlich mal ein Powerstoff-Tick gut. So, Daumen hoch schon mal dafür, dass ich endlich mal hinkriege. Und ja, die dort. Komm mal, Pause runter reinkehren, weil es so gut ist, ne? Boah, nicht. Gut, geht Tritts wohin kann halt direkt bis bei Peach weiterfahren. Also bis bei sein Schloss, wo man ja auch Credits gesehen. Und du gibt halt so etliche Theorien drüber. Das sind halt beim Peach Sing Schloss kennt ein random Character freischalten, was nie irgendwo jemals bewiesen gibt, dass es möglich ist. Und soweit ich das Spiel kenne, und ich schon Spiel viel gespielt habe, wo ich klein war. Und du war nie ein Charakter freigeschaltet. Und ich schon alles auch schon erst probiert mal alles echte gehen die ganze Zeit alles gucken für die besten Strecken zu fahren. Also mir wann du wirklich Charakter möglich wäre freizuschalten. Come on. Really? Ja. Yeah. Luck is not on my side. Aber bon, ich muss just fertig gehen, ich sehe euch Salvation. Natürlich, da gucken wir mal, wie viel mal noch einer rausgedreht kriegen. Ja, ein Schock wäre kein schlechter Moment. Me, ja. Wir wollen halt probiert gehen Charakter freizuschalten an während sie Mario während halt beim HDQ oder so oder Speedrunning wir geben du Charakter gehen den diese erste wäre wie du halt an Spieletipps oder so wo ich frei an Informationen sicher war wann du hab's gewirrscht wäre die hätten nicht ganz sicher gehabt. Nee, du war nicht. Du war absolut nicht.
Also vor die Dingen schon mal komplett gelohnt. Oh, Rot klappt, Low klappt aber bei dieser Kurs gut nicht. Boah, wie gesagt, ich muss just fertig gehen. Feierten. Genau das wollte ich noch wohl durch. In dem nur Sänger fehlparat. Naja. Ja. Das war zumindest mit der Sache von dem Heiten an. Basis in Castle. Kuf halt ein bisschen. Halt auf die typische Bausacherweise. Pur Fallen, pur Base-Hitten. Ein bisschen hier, ein bisschen da. Wie ihn halt Bowser Castles hat. Man kennt von Mario Kart. Respektiv von den Bowser seine Logiken. Na ja. Da kann ich halt noch nicht viel davon erzählen, weil. Ich kann nicht viel davon erzählen. Es sind Bowser Races. Kann ich quasi so. Die sind noch nie enorm einfach gebaut. Das ist immer irgendeine Dreckigkeit dran. Auch wenn nicht nicht so gravierend ist. Es sind just halt die Stäbleck, die dich ein bisschen auf den Nerv gehen. Und das Wort. Ja. Jetzt schon quasi alles gewesen, was der einzelne Strecke und erwischt. Den Schwert noch gefehlt wurde, das Rohfallen und Lava. Und das Wort. Ja, das hat nämlich quasi von dem Wasserfallen. Den Schöner steht natürlich zwischen dem Eiswasser, wo ich am Schaubertland hat, und dem Lava oder dem Wasser, dass ich an der Eis, wenn ich am Eis bin, nicht direkt losfahren kann. Du musst noch ein paar Sekunden weiterfahren. Und ich kriege hin immer dann, wenn ich nicht will, wenn ich oder sitze kriege. Mir doch. Congratulations! Und ja, die Yoshi geht vor vielen Jahren vor, weil halt zu den gern gepickten Charakters. Na ja. Ich bin dummer oder so nicht auch schon mal Schluss. Mit der Schluss für diese Part. Die könnt mich bei Sachen korrigieren, weil ich gerne will rekommandieren, weil dann weiß ich wenigstens wo ich kann mich noch verbessern. Besonders wenn ich Informationen wo noch fehlen oder so vergiss und so, hilft mir wenigstens. Aber bon, ich verabschiede mich schon, aber wir sehen uns dann am nächsten Part. Bis dann und ciao.